Habe der Nasenbär. Ich bin der Granti, ich zocke an Computerspiele und heute rede ich sauber zu lang über Deponia. Deponia ist ich will aus meinem Saustall raus, aber eventuell ist es unmöglich, weil ich halt einfach ein Sau-Bin-Simulator aus dem Jahr 30.582 unseres Herrn und Erlösers Cthulhu oder in Jesus-Jahre umgerechnet 2012. Entwickelt und veröffentlicht hat diesen modernen Klassiker Daedalic Entertainment. Daedalic war ein deutscher Entwickler, der 2007 von Carsten Fichtelmann und Jan Müller-Michaelis, genannt Poki, in Hamburg gegründet worden ist. Die haben es geschafft, sich nach jahrelangem Indie-Dasein, in dem es ein Kurzspiel nach dem anderen raus kann, haben wir Edna bricht aus, A New Beginning oder sogar 2 DSA-Spiele, endlich auf das branchenübliche Niveau von AAA-Spieleentwicklern zu erheben. Heißt, sie haben alle verbliebene Kreativität auf dem Altar des Kapitalismus geopfert, die schwarze Kunst der unbezahlten Überstunden eingeführt und eine toxische Arbeitskultur aufbeschworen. Aber das Ganze hat sich rentiert. Mit dem Endergebnis sind sie nämlich weit über Deutschland raus bekannt worden. Unter Druck entstehen nämlich keine Diamanten, sondern solche Fressen, und Druck ist ein Hauptbestandteil von der sogenannten Crunch Culture oder wie es ich nenne, der Saftpressenkultur. Da schmeißen Firmen quasi so Entwicklerträubchen in einen Eimer, quetschen es bei geschmeidige 80 Stunden in der Woche aus. Sie wollen fliehen, doch keine kann sich dir entziehen. Und verkaufen uns dann einen Saft, der schmeckt, als hätte wir einen mittelscharfen Sehen für einen Lachs Oettinger gerührt, aber in einer vergoldeten Flaschen, die ausschaut wie von Louis Vuitton designt. Und während man der kreiseligen Senfschalen nuckeln, fragen sie uns, ob wir unserer Spielfigur vielleicht für 20 Euro mehr einen lustigen Hut aufsetzen wollen. Oder, noch besser, ob wir dafür zahlen wollen, einer Spiel schneller durchzuspielen, weil alles so frustrierend gestaltet ist, dass man am liebsten einfach nur am Ziel ankommen, aber möglichst keinen Meter gehen mehr hat, weil man gefühlt nach jedem Schritt einen Kaugummi von der Straße kratzen muss. Other developers actively embed inconvenience into the games, so that you can purchase convenience. In Clash of Clans and Game of War, everything you try to build has wait times that get progressively longer but are skippable for a price. Aber mit dem glänzenden 25 Euro Kaugummischaber, den du im Spiel selber mit echtem Geld kaufen kannst, geht das blitzschnell und schon bis zum nächsten Level, wo es statt Kaugummis odrigere Hundeheiferl sind. Wie, das macht keinen Spaß. Was heißt denn da nervig? Kein Problem, wir haben auch noch 100 Euro Hundeheiferl-Schaufel, mit der Wollt ihr mich verarschen? ein Game Design, das nicht auf Spaß ausgelegt ist, sondern auf Frust, den man überspringen möchte, klingt zwar erst einmal dumm, aber irgendwem kann man damit immer Geld aus der Tasche ziehen. Entweder für überflüssigen, aber harmlosen Käse wie der neue Garderobe oder für schon relativ dämliche Sachen wie Bauzeiten abzukürzen. Dann zahlst du halt für eine Lösung, für das erste Mal Probleme erfunden haben. Natürlich kann man sich ja gleich eiskalte Vorteile im Spiel kaufen, oft gegenüber anderen echte Spieler, wie eine bessere Ausrüstung durch Lootboxen und solchen Dreck, was schlichtweg Glücksspiel ist. Im Endeffekt kannst du bei manchen Spielen also einfach Geld draufschmeißen, bis keinerlei Herausforderung mehr existiert. Wer ebenfalls nicht mehr existiert, ist übrigens Daedalic. Also genauer gesagt gibt es nur noch als Verlag für Computerspiele, entwickeln lernt's nichts mehr. Ich habe ein wenig umeinander gesucht und es gibt alle möglichen Meinungen. Dass das noch nie ein guter Arbeitgeber war, Werkstudenten ausgenutzt hat, dass die Übernahme von Bastei Lübbe 2014 der Anfang vom Ende war, dass das sich schon nicht mehr alles so gut verkauft hat und Adventure-Spiele halt einfach nicht mehr gefragt waren. Was aber relativ meinungsfrei festgestellt werden kann, ist, glaube ich, dass der Wunsch nach immer mehr Wachstum mal wieder was eigentlich Geniales an die Wand gefahren hat. Kurz gesagt, Daedalic haben zu hoch hinaus wollen und sind dann abgestürzt. Und ich beleidige jetzt mal nicht euer Allgemeinwissen, indem ich euch genau erkläre, warum das an Ironie fast nicht mehr zu übertreffen ist. Deponia ist jedenfalls eines der herausragenderen Spiele von Daedalic gewesen und war so beliebt, dass es nicht nur 3 Fortsetzungen gegeben hat, sondern sogar ein Rollenspiel dazu. Außerdem habe ich wie immer ausführlichst recherchiert und herausgefunden, dass ein neues Spiel in der Mache ist. Bin mal gespannt, ob es damit nur Fans mittels Nostalgie und einer potenziellen Auflösung gewisser offener Schicksale ködern wollen, während sie sich auf eine Spielmechanik stützen, die hauptsächlich zeitintensive Beschäftigungstherapie ist. Mein Gott! Ich muss echt was machen, nicht einmal Radicchio ist so bitter wie ich. Es gibt jedenfalls einiges an Material. Also wer in Welt von Deponia eintauchen mehr hat, eine Welt, in der Superreiche einen Planeten zerstören, während Witzfiguren in Machtpositionen nur an ihren eigenen Vorteil. Okay, da haben wir mir jetzt in der Sackgassen geschrieben. Ich mach's jetzt mal wie das Spiel selber und werfe euch ohne weitere Erklärungen mitten rein. Ab hier ist übrigens Spoilergebiet. Wenn's auf einen Spoiler dreht, bewegt euch nicht und hofft einfach, dass noch jemand entschärfen kann, bevor... Wer nicht vom Schrapnell-Spoiler zerfetzt werden will, der kann an der Stelle schon mal auf Gefällt mir drucken, meinen Kanal abonnieren und auf die Glocken hauen. Wobei 90% von jedem meiner Videos daraus bestehen, dass ich ein Spiel komplett durchspiele und wenn's kein Spoiler mögt, dann weiß ich echt nicht, was ihr wollt. Werdet sich mal über eure Prioritäten klar und dann können wir weiterreden, okay? Bis dahin könnt ihr eure Fenster putzen, eure Kuschelviecherl daran erinnern, dass jemand lieb hat oder ein bisschen Don't Drop the Sword hören. Der Rest darf mit mir in einem Meer aus Müll abtauchen, auf einem Planeten mit dem passenden Namen Deponia. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas abwascht die Spüle verstopft.
Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, war einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Oster, er muss dann mal weg. Das Spiel beginnt damit, dass wir unserem Helden Rufus dabei zuschauen, wie er Tinder benutzt. Müll, Müll, noch mehr Müll. Er hat seinen 6. Plan entwickelt, wie er von dem Planeten entkommen kann, der hauptsächlich aus Dreck und Armut besteht. Also quasi wie der dritte Weltland. Aber halt nicht bloß ein Land, sondern die ganze Welt. Wie kann man das gescheit ausdrücken? Ein dritte Welt landweit. Jetzt habe ich es. Unsere erste große Aufgabe ist, seinen Koffer fertig zum Backen. Und dazu braucht man Etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. schön, wie er an eine Zahnbürstel denkt, aber nicht an Zahnpasta. Ich hoffe, der scheißt sich nicht ein, weil er mal irgendwo gelesen hat, dass Zähneputzen Autismus verursacht oder so. Ich bin gerade am Editieren und muss einfach schnell ummerken, dass das eigentlich nur der erstbeste Schmarrn war, der mir eingefallen ist. Aber dann habe ich zum Spaß danach gesucht. Und du kannst heute keine Scherze mehr machen. Irgendwo hockt einer und meint's ernst. Einen ersten Zocker finden wir schnell. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Und ob es ihm jetzt passt oder nicht, der Rufus ist schon echt ein Kind seiner Welt. Ich meine, dafür, dass er gerne ordentliches und schönes Leben hätte, haust er in einem völligen Saustall. Da haust er übrigens nicht allein, wenn wir beim Lesen von der postmenstrualen Memo feststellen. Ein Witz, der minimal daneben geht. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Nicht einmal, weil er Klischee bedient, das selten wirklich lustig war. Und Sie wollen ein Delikatessgeschäft sein, dass ich nicht lache? Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, Fräulein? Keine Kapern. Oh. Hallo, Frauengold nehmen. Sondern, ich meine, wenn sie es postmenstrual geschrieben hat, danach, dann war es doch ohne die hormonell bedingte Hysterie verfasst, wenn auf die hier angespielt wird. Also. Hä? Auf dem Weg nach unten sind übrigens noch Handschweißgerät und eine Altöldosen in unser Inventar gewandert. Das ist wieder eins von den Spielen, wo uns in den Manteltaschen an den Rand der Belastbarkeit gebracht werden. Das Zahnbürstel haben wir übrigens schnell ausfindig gemacht, aber es sich leider aus dem Staub. In noch mehr Staub, nein, vermutlich. Der Messi-Faktor ist enorm in dem Haushalt. Der Typ heißt Messi, deswegen ist das einigermaßen lustig. Aus dem Spinn schnappen wir uns ein Waschmittel und einen Seitenschneider. So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutzloses Gerät. Da der fragen, warum man dann unbedingt mitnehmen wollte, aber ich habe langsam den Verdacht, dass wir hier mit einem ausgelernten Volldeppen zum Tor haben. Das Zimmer von unserer Mitbewohnerin Toni schaut ein bisschen anheimelnder aus als der Rest von der Bruchbuden, also gehen wir da mal rein. Ja! Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Seine Mitbewohnerin ist also sein Ex. Das erklärt gewisse Animositäten. Dann schauen wir mal, wann wir der über den Weg laufen und ob sie wirklich so geschubst ist, wie der Rufus tut. Also erstens, nette Monkey Island Referenz mit den ganzen Memos. Und zweitens, langsam wird klar, dass wir ein gottverdammtes Riesenbaby spielen. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Seine selbstständigste Handlung ist vermutlich, dass er beim Soha seinen Schlauch selber holt und sogar den Beweis ist er aktuell nur schuldig. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Aus der Couchritzen fressen ist also nicht das Problem, sondern dass er es nicht mit den Fingern essen will. Na, passt schon, wir etablieren hier ein paar wichtige Hygienestandards. Das ist wirklich gut zu wissen, nachdem wir sehen, wo er seine Socken so hier verrammt. Da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Mein Gott, nochmal, warum? Haben wir jetzt irgendetwas, was als Behälter für die Couchnüssel herhalten kann? Oh, das ist perfekt. Das bringen wir jetzt schnell zum Wertstoffhof und dann... Und weg damit. Okay, wir haben ja keine 5 Minuten am Zocken und der Typ läuft jetzt schon am Samuel den Rang als arschigster Hauptcharakter ab. Either you clean it by tomorrow,
or you can start looking for a new job. Das ist die Sorten Mensch, die wenn ein Rauchzeichen geben müsste, dafür ein fucking Waisenhaus abbrennen hat. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Abbrenner ist übrigens ein gutes Stichwort. Wir haben ja mittlerweile 3 verschiedene Socken und alle davon riechen wahrscheinlich wieder Unterhosen nach einer Woche auf Wacken. Wie kriegen wir also da den Ranz raus? Richtig, indem wir den vermutlich letzten guten Dägel in dem Haushalt komplett zugrunde richten. Wir ballern unsere Fußlappen also in die Suppen und sortieren Tonis Beschwerden in das eigens dafür angelegte Fach ein. Und rein damit. Danach benutzt man unsere Gabel, um immerhin 2 von 3 Sockern außer zum Fischen. Na holla, die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Weißt was? Der war so gut, dass ich einer den madigen Periodenwitz von vorher verzeih. Socken? Check. So, damit haben wir schon 3 Punkte auf der Liste abgehakt. Feiten unser Fressenpolierer. Put, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Da sie das Mistviech aber nicht starthalten will, braucht man ein bisschen Hilfe. Und die kriegen wir in Form von einem Pömpel, der im Scheißheisel wohnt. Welcher Pömpel, fragt euch? Ja, weil wenn man so ordentlich ist wie ich und die Tür wieder zumacht, weil im Klo halt nichts zum Singen ist, dann kann man die Lösung suchen, bis man schwarz wird. Außer man geht einen Zentimeter auf Zeiten. Sobald wir den Exkrementextraktor eingesagt haben, können wir damit das kleine Tier da aufsaugen und unsere übrig bleibende Mausefalle einstecken. Nicht das Unrealistischste, was ich in so einem Spiel bisher gemacht habe. Ganz ehrlich, das ist ein richtig gutes Rätsel. Dafür gibt es meine höchste Auszeichnung in Sachen Rätseldesign. Was soll ich sagen, ich bin aufgewachsen mit nicht geschimpft, das gelobt nur, also nehmt es oder lasst es liegen. So, jetzt nur eine Nuss als Köder in den Mausmörder. Fragt's mich nicht warum, die Logik hat plötzlich Feierabend gemacht und dann haben wir das letzte drum für unseren Fluchtplan. Hab sie! Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Alter, wenn du dich so ernährst, wie du lebst, dann darf das drum jetzt schon eine posttraumatische Belastungsstörung von deiner Zahnlandschaft haben. Da drin schaut es wahrscheinlich aus wie Dresden 45. Apropos, das heutige Video ist gesponsert von Monster Energy. Damit haben wir jetzt zwar alles benannt. Seitenschneider, warum auch immer, check. Proviant, check. Socken, check. Zahnbürste, check. Ich scheine alles zu haben. Aber blöderweise geht jetzt der Koffer nicht mehr zu. Und nachdem wir konsequenterweise das einzige Nützliche wieder ausgepackt haben, wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Geht's an unsere große Flucht. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. So wie du das Packvolumen vor deinem Koffer berechnet hast, hä? Der Lappen da oben ist der Wenzel. Der ist Gescheithaferl, aber ohne Gescheithaferl lernt man halt auch nichts. Und wo er recht hat, hat er recht. Wir haben noch einiges zum Erledigen, bevor unser Plan losgehen kann. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Was ist eigentlich unser Plan? Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Da waren jetzt ein paar Sachen dabei, die ich nicht in meinem Vokabular habe, so wie Charme oder Sättigungsgefühl. Organon-Kreuzer, Orbitelfen, Elysium. Für unsere Spieler ist das alles genauso konkret, wie es für die Deponianer ist. Soll heißen, nix gewiss, weiß man nicht. Außer, dass man einen Schraubenschlüssel brauchen kann. Jetzt muss ich den Koffer nur noch in der Kapsel verstauen und auf geht's. Damit wir zu diesem sagenumwobenen Elysium kommen, inspizieren wir jetzt gleich mal unsere Fluchtkapsel, die hervorragend durchdacht ist. Mist, die Batterie besetzt das Staufach. So, und nun? Na geht doch. Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte sie dahin passen. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Glücklicherweise haben wir sowohl Zugriff auf fremdes Eigentum als auch einen eklatanten Mangel an Respekt vor selbigen. Manchmal schaut uns das. Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Autsch, heiß! Und manchmal nicht. Ein sattelförmiger Kasten. Nachdem der Bart montiert ist,
passt. Richt mir die Harpune aus und ich darf ja eigentlich ein wenig motzen, weil ich nicht der größte Fan von Minispielen bin, aber die Dalek haben das vorausgesehen und das einzig Richtige da. Nämlich sämtliche Minispiele optional gemacht. Frei nach meinem Lieblingsprinzip, alles kann, nix muss, dürfen bei Belieben auch jetzt von denen drin überspringen. Da kann sich so manches Speierrippal rausbrechen. Ich meine, Augen außerleffeln? Ein Finger abhoben? Ein Scheim abschneiden, das war's. Um mich daran zu erinnern, warum ich solche Spiele nicht leiden kann, habe ich es mir auch da. Es ist nicht so, dass es wahnsinnig schwierig war. Man muss halt rückwärts arbeiten und vom Zielfeld aus mit den Richtungen denken, die man zur Verfügung hat. Aber wie schon mal gesagt, sowas ist nicht der Grund, warum ich solche Spiele spiele. Ich mag auch andere Art Rätsel. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Ja, Das ist die vormals erwähnte Ex namens Toni und die ist hauptsächlich sarkastisch und zynisch. Hallo Rufus, Toni, musst du hier so rumschleichen? das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Strotzt jetzt als Charakter nicht gerade vor Kreativität, aber es hat ja die witzigen Seiten. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Generell absolviert das ganze Spiel oft so einen Balanceakt zwischen Fremdscham und funktionierendem Humor, was sowieso immer Ansichtssache ist, aber das ist halt meine. Und nachdem wir die Lunden angekannt haben, kann man den Kontrast in der folgenden Zwischensequenz ganz gut sehen. Und Horrido! Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr, wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Mieten. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Wie er den Brief liest, finde ich zum Beispiel witzig. Aber dann kämen halt die ganzen Slapstick-Einlagen, die mir viel zu offensiv lustig sein wollen und die ziehen sie für mich wie ein Kaugummi am Schuh. Okay, als Kinder zuschauen, Raucher ist nicht cool. Macht's nicht an jeden Scheiß ohne Nacht zum Dinger mit, nur weil es andere nicht machen. Ich mein, schaut euch an, was uns das für ein Kanzlei gebracht hat. Apropos Haufen Müll, wir lassen Deponia tatsächlich hinter uns und landen mehr oder weniger auf einem Organon-Kreuzer in Richtung Elysium. Und das war Deponia. Danke fürs Zuschauen. Okay, dann verschiebe ich wohl mehr Spezi-Verkostung, kein Problem. Wir rollen uns also tapfer der Physik trotzend durch den Schacht an Bord, wo wir quasi in einem grafischen Nebensatz erfahren, warum unser Planet eigentlich ausschaut, als hätten's Wall-E drauf draht. Nämlich, weil ein Haufen Bessergestellter wortwörtlich einen Müll draufschmeißen. Ist das überhaupt nur eine Metapher? Was für ein Gewurstel. Da stehen wir jedenfalls und schauen wir noch am Weg ins Innere vom Schiff. Der tut sich in dem Fall durch meinen gottgegebenen Zerstörungsdrang auf. Da ist nämlich ein funktionierender Mechanismus und sowas kann ich einfach nicht leiden. Aber damit endet unsere Sabotage natürlich nicht. Nachdem der Roboterarm erst nicht besonders kooperativ ist, Hey, ganz schön aggressiv das Ding. blockieren wir sein Haustier mit unseren Sockern. Ich weiß doch auch nicht. Ziehen wir außer wieder Tempo bei einer Schneiz- und Rotzparty und fieseln dann mit ein Loch in das Gitter da, woraufhin die ganze Geschichte erst so richtig in Gang kommt. Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt da mit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Kletis davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist.
Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie's doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sapperlot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Weil der Rufus ein gnadenloser Gutmensch ist, hat er natürlich sofort bemerkt, dass da eine Frau in Gefahr steckt und in einem hautengen Anzug. Also nimmt er seine ganze Dämlichkeit zusammen, kapert die Kabine und setzt zur Rettung an. Haha, nehmt das. Nein, nicht! Ah. Was ist das? Ah! Oh, das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Ich werde mich nur sehr lang fragen müssen, was er gemeint hat, dass passiert, wenn er an den Hebeln zirkt. Los, werft ihn über Bord! Ha, dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Pfiuh, pfiuh, zap. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. This is the worst. Das Gegenteil von gut ist jedenfalls gut gemeint und die Konsequenz aus Blödheit wie so oft ein freier Fall. Glücklicherweise federt der Bohnen unseren Aufprall ab und wir können in aller Ruhe weiter jedermanns Leben ruinieren. Das Leben, das uns gerade am meisten interessiert, ist überraschenderweise das von einer Frau in figurbetonte Klamotten. Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Also schauen wir mal, was die oben gelassen hat. Hier draußen schon mal nicht. Da steht nur ein mechanischer Rodeo-Bulle. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Und ein alter Karren. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Alles steht zum Wissen, aber unsere Geschichte geht im Rathaus weiter. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Ja, geil. Warten. Da haben wir richtig Bock drauf. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Nachdem wir uns erst einmal fügen... Diese schwarzen Bretter sind so praktisch. Früher musste ich die Magnete noch mühselig im Schrott suchen. Schnappen wir uns nur die Gratis-Magnete. Was? Ihr habt nichts dafür zahlt, also haben's gratis. Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Sie ist angeblich bewusstlos. Und danach klärt sie, wo genau das Fräulein Goal momentan ist. Durch ihren Sturz hat sie es in die hervorragende Position gebracht, dass jeder Kerl sie zu sich ins Haus holen will. Wobei das ja wenigstens keine speckigen Inselbratzen sind, die sie so fritzelmäßig gerne Kellerkind halten werden. It rubs the lotion on its skin or else it gets the hose again. Sondern Arbeiter, die sie als Gratispraktikantin erwarten. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Rufus? Rufus. Was? Auf jeden Fall ist alle relativ wurscht, wie es ihr da geht. Hauptsache sie erfüllt irgendeinen Zweck. Jetzt haben wir zwar unsere Nummer, aber keinerlei Geduld. Deswegen nervt mir Lotti. Hallo Lotti. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. My name's Diego Garijo. I've done MMA fights, kickboxing matches. I've done pancration. I've done grappling tournaments, bare knuckle boxing. But I'm also a part-time drag queen. Lotti verwaltet die aktuelle Misere und teilt uns auf seine zarte Art mit, dass wir ihm seine vermutlich hochhackigen Schuhe auswuchten können. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Das ist für uns natürlich Grund, nur loszuziehen und am Wenzel die Ernten zum Verhageln. Goal, ich muss mit ihr reden. Zumindest nachdem wir der Goal in ihrem schwerkraftinduzierten Schönheitsschlaf einen Besuch abgestattet haben. Hier lernen wir auch einen Dr. Gizmo kennen, der in der illustren Dorfgemeinschaft scheinbar nicht bloß der Doktor ist. Hallo Inspektor Gizmo. Das heißt... Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle 3 Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Bin mal gespannt, was für kranke Fantasien so einem Typen wie Rufus im Kopf rumgingen.
der Bub braucht echt eine Vorlesung in Sachen freier Wille. So, das reicht jetzt aber. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Okay, ein Punkt für den Rufus. Auch nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Und sein Plan ist tatsächlich, den stärksten Kaffee der Welt zu basteln. Was bei Rufus bisherigem Genie vermutlich dazu führt, dass wir das blanke Grauen brauen. Danach inspizieren wir noch eine Absteigkammer, indem wir uns ein paar Luftballons einsteckern und es wird einfach immer deutlicher, was die Leute hier so für Rufus halten. Auf nimmer wie irgendwas Ruf. Hä? Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. So, und jetzt gehen wir zum Wenzel, der sich leider nur zu gut an unser Versprechen von vorher erinnert. Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Moment mal. Ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja. Was denn um meine Warteschlange angeht, hat er sich ebenfalls seine Gedanken gemacht. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja, man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Vielleicht findest du ja Wasser mit der Wünschelrute. Und wo soll ich da suchen? Etwa in meinem Keller? Damit ist klar, dass wir erstmal für eine Wasserader in Wenzels Keller sorgen müssen, damit bei der Warteschlange irgendwas vorangeht. Bis später. Genau. Und wir kriegen jetzt eine Wasserader in den Keller. Also grundsätzlich kannst du Deponie ja eigentlich überschreiben mit einem Satz, der klingt wie der Werbeslogan von Nestle oder so. Fortschritt durch Zerstörung. Das ist wirklich wichtig im Kopf zu haben, wenn man die Rätsel von Deponia lösen mehr hat. Schauen wir uns nämlich Wenzels Haus genauer an, entdecken wir Folgendes. Er ist aufgedunsen, er ist nutzlos und er hat einen Schwamm in seiner Küche. Okay, das war jetzt nicht so spannend. Ich meine, dass der Keller direkt unter der Küche liegt. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Also der Wenzel ist ein Zwerg, aber ich glaube nicht, dass er sich im Spülbecken duscht. Keine Ahnung, wo die da duschen sehen wollen, aber das Prinzip, glaube ich, ist klar. Draußen sehen wir ebenfalls ein interessantes Arrangement. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen oder mit flüssigem Stickstoff, je nach Fluchtplan. Mit der gerade eben etablierten Prämisse, dass wir unseren Weg aus den sterblichen Überresten von Vertrauen, gesellschaftlicher Ordnung und Rücksichtnahme pflastern, ist die Stoßrichtung relativ klar, da die sagen. Momentan haben wir allerdings noch nicht das nötige Graffi dabei, um da was zum Zerreißen, deswegen sammeln wir gleich mal ein bisschen Schrott ein. Zum Beispiel auf unseren Abschussrampen, vormals bekannt als das Hausdach von unserer Ex. Ich mag Müll, alles was staubig ist, schmutzig und dreckig, alles was rostig ist, gammelig und speckig. Ja, ich mag Müll. Und wenn wir schon von der Toni reden, die hat einen Laden im Ort, in dem es, ja, was er sonst Schrott verkauft. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evel Knievel, der Meister der Schwerkraft? Ich hätte ja ansatzweise Mitleid mit dem Rufus, wenn er nicht schon länger als 5 Minuten kennen hat. Und wenn er nicht solche Gespräche führen hat. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg. Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Jetzt könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich da bei der erstbesten Gelegenheit nachhelfen werde. Was verkauft die lästige Nudel hier überhaupt? Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken, was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Angelhaken, her damit. Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden.
Was du meinst, ist stören. Dann halt nicht. Und was ist das? Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Ha, eine Müllmühle, mit der wir eventuell unseren Kaffee basteln können. Wunderbar. Vorerst lasst wir die Ramschkisten da aber hinter uns, solange uns Toni beobachtet, geht da eh nix. Stattdessen latschen wir in die Gassen da um, wo wir ausnahmsweise sogar mal nützlich sein können. Hallo, Hannek. Ach, hier, Rufus. Genau. Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Ich meine, ich kannte mir jetzt schon von meinen hart verdienten Magnete trennen. Aber was tat uns das aktuell bringen? Genau, ein paar Magnete weniger, also macht Angst, wenn du siehst, was du kriegst. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Okay, verzeih. Eventuell auch zu dem alten Karren? Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Und wisst ihr, wie wir an den Schlüssel kommen? Indem wir erst unseren Spongebob da ein bisschen aufheichten. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Dann die Autoscheiben putzen, damit wir den Namen vom Inhaber lesen können. Schnutzipuh. Und dann damit den Schlüssel von dem Typen kriegen, der sich unseren Namen nicht merken kann. Hi, Rufus. Genau. Nochmal wegen des Schlüssels. Wie war noch gleich dein Name? Schnutzipuh. Schnutzipuh? Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Ein bodenständiges, realistisches Rätsel in so einer absurden Welt. Hör mir beim Stempel! Damit kann Rufus jetzt nicht nur seine eigene Klappen aufreißen, sondern auch die vom Motorraum. Nur leider ist die Batterie diebstahlsicher. Sie lässt sich nicht ausbauen. Okay, das drum bleibt dann erst einmal, was ist. Macht nix, wir haben eh genug zum Tor und es ist nicht so, als brauchen wir gerade eine Autobatterie. Was wir brauchen, ist ein Kaffee und eine Wasserader in einem gewissen Keller. Am besten grasten wir also erstmal alle restlichen Schauplätze ab. Die Kneipen zum Beispiel, die gehört einem Lonzo und der ist nicht nur so kribbig drauf, dass ihm scheißegal ist, dass wir vor seiner Nase sein ganz Kaffee einstecken, sondern er hilft uns in unserer noblen Quest zur Erweckung der Prinzessin weiter. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo? Alles klar? Keine Angst, Rufus. Normale Leute machen das ab und zu. Das heißt Nachdenken. Ich gehe dann mal. Nein, warte doch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Es ist eine Espresso-Maschine. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuvak, aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Mir macht Sorgen, dass der Rufus Improvisation sagt, als hätte er bisher alles gut durchplant. Aber ja, da haben wir unsere Einkaufslisten. Und da Einkaufen bei uns grundsätzlich nur mit 5-Finger-Rabatt stattfindet, schnappen wir uns gleich mal noch den roten Vorhang. Was war das? Die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Dann starten wir der frisch eröffneten Notfallstation und ihrem Inventar noch am Besuch ab. Ich meine, streng genommen ist es mit der Goal ein Notfeuer, also sollten wir uns hier guten Gewissens bedienen dürfen. Der Raum hat eine lustige Besonderheit, aber bevor wir das austesten, noch mal ein paar kurze Beispiele dafür, wo der Humor meiner Meinung nach super funktioniert. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Bei meiner nächsten Amputation könnte das nützlich werden. Dr. Gizmo sagt, mit rostfreiem Werkzeug hätte man Wenzels Zeh noch retten können. Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich habe doch schon genug Löcher in den Zähnen. Na, was habe ich gesagt? Die Werkzeuge nehmen wir selbstverständlich mit. Zum Einschneiden und Bohren finden wir schon irgendwas. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Baumeister, ihr schafft das!
Das Lachgas hat mich daran erinnert, dass wir mit Sicherheit irgendwann irgendwen so dermaßen aufregen werden, dass er uns da schlagen will. Von daher wird's nicht schon ein Narkotikum dabei zu haben. Für andere Notfälle können wir uns leider gerade nicht ausrüsten. Mist, abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Und damit kommen wir zu der Besonderheit an dem Raum. Der Dr. Gizmo hat ja 3 Ämter inne und das hier ist quasi seine Bürotation. Das ist Polizeistation mit allem was dazu und hoffentlich bald uns gehört. Handschellen, Fußfessel, leider keine Dienstwaffen. Wobei leider nicht das richtige Wort ist. Kein Mensch will in der Welt leben, in der Deppen eine Waffen haben dürfen. Kann man sich halt noch nicht aussuchen. Die Fußfessel da wird klein und nützlich. Im Schrank sah sie leichter aus. Und ich sag's euch ganz ehrlich, daran habe ich mich einfach nur noch erinnert. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal von selber draufgekommen werde. Vorerst heben wir uns einmal in die Feuerwehr und bemerken neben ein paar Handschuhe, das gerade drum Bädel gestanden zu werden, einen Feuerlöscher. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Und ein fettes Loch im Boden. Nachdem wir die Handschuhe als zu Hause verschafft haben, wechselt man nochmal zu der Einschüchterungs- und Ausnüchterungszeit. Weil in der flaggt der Dietrich. Ich finde übrigens, das hätten wir öfter machen können. Einfach Werkzeug ganz normale Namen geben. Hey Schwarz, ich krieg die Schrauben nicht raus, magst du mir schnell einen Kreuzschlitz Klaus geben? Du dumme Sau! Jedenfalls, wir wollen den haben und das heißt, wir müssen da rein. Die Lösung ist, das Loch zum Blockieren und dann von unten eine zum Kraxeln. Um das Teil nicht zuschnappern zu lassen, müsst man es anketten und dafür braucht man das eisenhaltige Abführmittel da oben. Und glaubst der dumme Hund darf auf den Schreibtisch steigen und das Teil einfach nehmen? Stattdessen muss man drauf kommen, das Viech halt da ins Larifach von der Feuerwehr zum Wuchten. Es wäre dann zwar dadurch leichter gemacht, dass man das Teil nicht einstecken und durch Gegend schleppen kann, sondern es zwangsweise hier vor Ort benutzen muss, aber das Rätsel ist für mich weder intelligent noch lustig. Wie auch immer, danach kommt die Handschellen zum Einsatz. Übrigens ein total deppertes Wort. Handschellen. Ja logisch, Handschellen. Habt schon mal wie man Schellen mit dem Fuß geben? Smell it, smell it, smell it, now take it. Nachdem das erledigt ist, holen wir uns den Allzweckschlüssel und schleichen wir uns. Apropos Handschellen, jetzt haben wir ja Handschuhe. Feuerfeste, um genau zu sein. Und wo hat sie unser Heid, verdientermaßen, damals seine Bratzen verbrennt? Autsch, heiß! Jetzt kriegen wir zum Glück problemlos die Schoten in den Pfoten und damit haben wir die erste Zutat. Und der Rufus hat nicht übertrieben, als er gesagt hat, dass er improvisieren will. Kaffee aus Katzenscheiße ist ja schon weit hergeholt, aber aus Chili? Langsam wird jetzt hinterher alles fahren. Das war übrigens kein Witz mit dem Katzenkack-Kaffee. Falls jemand noch nie gehört hat, das Zeug existiert, heißt Kopi Luwak und ist der Beweis, dass du Leute wortwörtlich jeden Scheiß verkaufen kannst. Was wir noch brauchen, ist energiereiches Wasser und mir fällt hier nur eine Flüssigkeit ein, die sowohl Energie hat, als auch saugefährlich ist und damit den Rufus Beuteschema fällt. Au! Yeah! Was wir hier sehen, ist mein Quell schlechter Witze. Erstens ätzend und zweitens unendlich. Also haben wir hier kein Hitz, wir müssen nur irgendwas zum Transportieren finden. Was ich hier brauche, ist ein Gefäß. Und bis uns was Passendes über den Weg läuft, drehen wir uns kurz um und widmen uns dem Stier. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Ha, was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Einen Hingucker brauchen wir also. Was haben wir im Gepäck, was einen Stier interessieren kann? Ja, das soll ja cool sein auf der Bierwerbung. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Ist jetzt nicht allzu abwegig. Ich meine, die Kombi aus Bier und weibliche Wesen hat schon so einige Rindviecher rumgekriegt. Wer weiß, womit man klassischerweise einen Stier reizt, bis er auf einmal aerodynamische Luftlöcher in den Dickdarm drückt. Oh, macht dich das etwa wütend? Und schon füllt sie anatomisch korrekt sein Flankenflakon mit Epsi, das unser Spiel vermutlich als Red Bull verkaufen möchte. Und damit haben wir eigentlich unsere belebende Flüssigkeit, die wir für den Kaffee brauchen. Und eigentlich müssten wir jetzt heute noch rausfinden, wie wir an das Bovidenblut kommen. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Derzeit haben wir nichts Brauchbares im Inventar, also lassen wir den armen Depp dann nodig und wurdig stehen. Und wenn wir schon beim Thema Tierwelt sind, ich habe ganz vergessen mit dem Federviech dort zum Reden, also holen wir das schnell noch nach. Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Aha, mal schauen, was Polly dazu so zum Sagen hat. Hallo. Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignorier ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt.
Mein Plan war eigentlich nur aus Spaß an der Freude, dem Viech die Stimme ungefähr auf Kastratenniveau zu bringen und stattdessen haben wir jetzt ein Haustier. Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose, der ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Schauen wir mal, ob wir mit dem Ratschkackel irgendjemand gefallen da können. Einfach mal so schnuppern in dieses Nett-Sei, von dem wir mal alle reden. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Schon wieder ein toter Vogel? Er ist nicht tot, er schläft nur. Keine toten Tiere mehr. Schon gut, dann wecke ich ihn halt. Na super. Er müssen wir also aufwecken und sie am besten gleich einschläfern, damit wir ungestört in dem Laden umeinander rammen können. Und hat's vorher nicht einmal geheißen, dass Toni ein Beruhigungsmittel in der Apotheke hätte? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Wenn der nicht will. Es gibt nur einen Notfallkasten, der sich nicht so ansteht. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Und damit dürfen wir jetzt spritzen und vermutlich Adrenalin unser eigen nennen. Und nicht einmal das zirkt beim Papagei. Aber dafür haben wir ein Hackerl mehr auf unseren Listen und mit der Spritzen können wir doch jetzt hundertprozentig den Bullen der Blut abnehmen, oder? Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Kinderspiel. Ja, wir kennen, was uns noch mehr Hackerlei bringt. Und dann wollte die bei der Toni eigentlich nur mal Inventar aufräumen und schon mal alles, was wir gesammelt haben, in die Mühle schmeißen, als mir eingefallen ist, dass in der Raketen ja Schwarzpulver drin sein muss. Und ein Blindgänger-OP später stellt sich raus, dass ich recht gehabt habe. Na, wer sagt's denn? Schwarzpulver. Damit haben wir das Kaffeepulver beieinander und mischen wir es gleich zusammen. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Alles, was jetzt noch fehlt hat, war unsere Wassermischung, aber da bin ich einfach nicht weitergekommen und hab mich zum ersten Mal an der Lösung entlanghangeln müssen. Die hat mir dann nochmal klar gemacht, dass mir Rufus als das Glorkind spielen sollten, das er ist. Empathiebefreit, rücksichtslos, komplett egozentrisch. Und konkret heißt das, dass wir der Toni mit Stahlkappenstiefeln auf die Eiersteck gehen müssen, indem wir uns schamlos an ihre Geschenkgutscheine bedienen. Hey, stopp mal! Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Oh Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Ihr Kernschmelzen gibt uns dann die Möglichkeit, unser Händ mit Anlauf in der Glaselfeuer Angelhaken zum Rammen. Autsch! Was der Toni minimal bessere Laune und unseren Apothekenschlüssel beschert. So eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Herrlich. Erst drehen wir das Mädels tot auf und dann stellen wir ihr auch noch das Beruhigungsmittel. Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Weißt was? Vielleicht spielen wir einmal guter Samariter und verabreichen sie ihr wenigstens. Damit der Wandel vom Saulus zum Paulus kurz krasser Schock wird, applizieren wir das Zeug aber in gewohnt sackratiger Manier. Au! Was zum? Ein Dartpfeil? Gleich? Ach, was rege ich mich eigentlich so auf? Frauengold nehmen. Und man kann über den Dingen stehen und objektiver urteilen. Es war mein Fehler, Herr Direktor. Ich hatte nicht aufgepasst. Hey Toni, ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Kann ich mehr gesagt? So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Eigentlich hätte sich der Rufus bei dem Stier einfach selber hinstellen können, weil der ganze Bur ist eine einzige Red Flag. Dafür haben wir jetzt wenigstens die Coupons in der Tasche und, was gerade noch wichtiger ist, einen Haken. Normalerweise da ich damit ja angeln gehe, das haben die Römer in ihrer antiken Weisheit schon empfohlen, dass man sich jeden Tag einen Fisch nehmen sollte. Wir aus der Bildungselite kennen das natürlich als Karpfen Diem. Warum ist jetzt der Haken so wichtig? Weil wir nach wie vor Wenzels Kellergeschoss ruinieren wollen. Wasser läuft natürlich nur da, wo nichts im Weg ist. Deswegen behandelt man das Real hier mal wie der 15-Jähriger sein Mofa-Auspuff und bohren wir es auf.
Wenn wir uns jetzt anschauen, welchen Weg das Wasser nehmen müssen, damit es am Wenzel noch reingeht, ist uns nach wie vor ein Hindernis im Weg. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Und das lässt sich auf eine Art und Weise aus dem Weg rammen, auf die man zwar erst einmal kommen muss und der ein wenig frustig sein kann, aber ich finde, das ist eines der besten Rätsel im ganzen Spiel. Und zwar, weil Rufus Erfindercharakter im Fokus steht und ausnahmsweise mal nicht drauf basiert, dass er durch die Welt geht wie ein Narzissmus betriebene Dampfwalzen. Quasi Bastler statt Bastard. Das ist eine Miniaturausgabe meines freischwebenden Lastenhebers, was wohl aus dem Original geworden ist. Die Kuh ist jedenfalls nie zurückgekehrt. Wisst ihr, was traurig ist? Das Drum hebt wahrscheinlich mehr als ich. Egal, jetzt heißt's Wassermarsch. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin rein. Es ist ja wieder sauber nach hinten losgegangen. Na, wenigstens haben wir jetzt unser klares Wasser, das wir genauso gut einpacken können wie unsere Batteriesäure. Aber was wir einpacken können, ist die Wünschelrouten von unserem Bab. Und hey, wenigstens ist der Wenzel damit auf Zeiten gerammt und hockt endlich beim Bürgermeister. Im Augenblick ist Wenzel noch beim Bürgermeister. Danach sind die Nummern 63 bis 65 dran. Das heißt, wir müssen jetzt bloß noch die 3 Hamperer loswerden. Und deren Kappen schauen übrigens nicht grundlos so blöd aus, weil... Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Eine dermaßen spezifische Info kriegt man in so einem Spiel nicht umsonst, also merken wir uns das einmal. Die Frage ist, wo braucht man das? Und die Antwort ist, da. Das ist nämlich der Sprengplan, für den es keine Magnete mehr gehabt haben. Magnete haben wir ja, nur keine Ahnung, was sie uns bringen sollen. Also gibt's eine kurze Einweisung. Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Der Sprengmeister legt die nächsten 3 Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Dann wird gesprengt. So funktioniert das also. Zumindest wenn man die Magnete benutzt und dann auf der Stelle das Rätsel löst. Wenn man nämlich dazwischen irgendwann einmal das Spiel beendet oder neu lädt, dann funktioniert da nämlich gar nichts mehr, wie man hier sieht, wo ich versuche die Magnete zu bewegen, ohne zu wissen, dass ich meinen Spielstand schon seit Stunden zerfickt habe, weil ich die Magnete schon beim ersten Besuch an die Tafel geklatscht habe. Da gibt's nämlich einen Fehler in der Matrix und der Bug ist wohl auch hinlänglich bekannt. Ich kann mich zwar nicht erinnern, dass mir das schon mal passiert war bei dem Spiel, aber jetzt, pünktlich wo ich ein Video drüber machen möchte, ist natürlich der Wurm drin. Nach ewigem Rumgepfriemel an die Speicherstände habe ich es aufgegeben und einfach vom 2015er Stand alles nochmal gemacht. Ein Leben für die Kunst, hey, ich sag's euch. Aber was ist jetzt konkret unser Plan? Chaos und Vernichtung, dumme Frage. Die 3 Typen, die uns im Rathaus einen Weg blockiert haben, haben ja Kappen auf, die wie eine heißer ausschauen. Und was ist ein guter Grund, aus einer Warteschlange rauszugehen? Richtig, wenn dein gottverdammte Hütten gesprengt wird. Achtung! Sprengung! Dann schnappen wir uns nur noch das Mackerl, weil es als nächstes an der Reihe war und haben eine freie Bahn. Eigentlich hätte ich die 1 verdient, aber die 63 tut's auch. Apropos Bahn, mein Gedankenzug entgleist hier mal ganz kurz, aber ich hab das Spiel 2013 zum ersten Mal gezockt und keiner hat auch noch ahnen können, wie komplett gestört unsere Zukunft wird. Aber auch zwischen Pandemien, politischem Wahnsinn und einem ausgewählten Sortiment an Kriegen beneide ich den Rufus vielleicht am meisten darum, dass er in einer Zeit feststecken darf, in der noch keine Kackbratzen-Schnappatmung wegen einer Zahl gekriegt haben. Ich meine, ich bin schon immer noch gescheit nah am Puls der Zeit und down mit die jungen Leute von heute. How do you do, fellow kids? What? Und ich verstehe, dass es wichtig ist für die Jugend, wenn sich der Vorstand ändert, aber... Now, I noticed a tendency for this program to get rather silly. Und mir ist übrigens auch völlig klar, dass sie manche Erwachsene an Arsch ablachen, wenn sie irgendwo 69 sehen, aber ich hätte einfach gehofft, die Generation nach uns kann es besser machen, weißt. Mit dem 63er-Mackerl dürfen wir jetzt endlich unsere Besitzansprüche an Gold vortragen, aber nicht bevor uns der Wenzel nochmal in Suppen brunst. Ich glaube,
Du kannst mir gratulieren. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Ja, richtig toll. Dämlicher Wenzel. Na, dass wir selber schuld sind, tut hier nichts zur Sache. Bin immer gespannt, wie der Rufus den Bürgermeister von sich überzeugen will. Wo ist der Typ überhaupt? Lotek? Ja, die Japaner warten vermutlich stolz auf die. Was? Wer stört? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Statt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Es funktioniert aber. Ich schlafe wie ein Baby. Der einzige Nachteil ist, dass ständig irgendwelche Brieftauben gegen das Fenster fliegen. Und das ist die nächste hochspezifische Info, die garantiert nochmal irgendwann interessant wird. Aber natürlich sind wir mir wegen der Goal da. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber ich habe sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich habe sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Hier gehen die Argumente aus. Endlich! Also auf herkömmlichem Wege wird die Zwangs-WG mit der Goal nix, aber das kriegen wir schon irgendwie bügelt. Den ungemütlichen Hund, da lassen wir mal weiter seine wichtige Arbeit machen und rammen ihm dabei seine Buden aus. Was uns erst einmal endlich ein Behältnis für Flüssigkeiten einbringt. Hey, das ist Dads Wasserglas. Wir ignorieren kurz einmal, dass wir auf einem Planeten voller Schrott sind und 100 pro alle 2 Meter irgendwas gelegen war, das dafür auch taugt hätte. Einen Schlüssel für das Loch finden wir relativ einfach, da reicht es nämlich, dass uns das Symbol da bekannt vorkommt. Wir pressen also kurzerhand unsere Wünschelruten in die Schreibtischsteckdosen oder was das ist und damit kehren uns jetzt auch noch... Ein Schlüssel? Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis, sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Das ist jetzt nicht wirklich überraschend. Ich glaube, die wenigsten Leute hatten so weit nüchtern der Backer. Als nächstes klauen wir die Batteriesäure mit unserem brandneuen Wasserglas auf. Haha! Ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Und dann schütten wir alles in Lonzos größenwahnsinnigen Siebträger. Das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Höret ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espresso-Versum. Oh, Backe. Ich glaube, so fühlen sich die ganzen Baristas auch, wenn sie auf 2 Knöpfe hauen und dir dann einen Zittersaft in den Bratzen drucken, der einen Geldbeutel und einen Verdauungstrakt larant. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Weißt du, wer abgesehen von der Goal einen Schluck von der Suppen vertragen könnte? Hey, du, aufwachen! Geht doch, Schnarchschnabel. Und damit kriegt Toni endlich einen neuen Kollegen in ihrem Laden, ob's jetzt wohl oder nicht. Ich mein, sie hat gesagt, keine Dodenviecher. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen. Damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni! Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Raus!
Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Ich frage mich, ob es der Rufus jemals schaffen wird, irgendwas zu machen, bei dem er sich nicht selber ans Knie bieselt. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Arme Toni! Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Er ist so ein kluges Tier. Bevor es den Papagei abrichten kann und die Augen aus zum Kratzen, nehmen wir lieber wieder mit. Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut! Alles Lügen. Super, jetzt tragen wir einen gefiederten 31er mit uns rum. Wir eilen jedenfalls zu Gaul, um mir endlich die räudigste Rüstung der Menschheitsgeschichten in ihr wehrlose Goschen zum Littern. Was soll das werden? Ich will ihr nur diesen Trichter in den Mund stecken. Nicht solange ich Ihr behandelnder Arzt bin. Und ich Ihr behandelnder Bürgermeister. Oder auch nicht. Wisst's was? Wenn von uns eh nichts anderes als Chaos erwartet wird. Feuer! Das Rathaus brennt! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Ich bin gespannt, wann wir es das erste Mal schaffen, wirklich jemanden um die Ecken zu bringen. Ich mein, Gaul haben wir aus dem Orbit stürzen lassen, den Affen da haben wir vermutlich neue Keller gesprengt, ohne zu wissen, ob irgendwer im Haus war. Den Typen da sparen wir in einer winzigen Kammer ein, der es brennt. Also wenn Rufus jemals in Geschichten eingeht, dann wahrscheinlich als Rufus der Ruchlose. Definitiv nicht als Rufus der Rauchlose. Haha! Aus blanker Dreistigkeit schirmen dann vor aller Augen nur das Stethoskop ein. Ein saudummer Name übrigens, das Ding steht nicht, das liegt. Wisst, ich schreibe sowas und wenn ich es dann ein paar Tage später als hören und lesen muss, weil es einspricht, dann frage ich mich, wie ich überhaupt über 3 Abonnenten gekommen bin. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Polizeimodus aktiviert. Niemand verlässt den Tatort. Nachdem wir jetzt nicht vor noch zurück können, haben wir nur eine Wahl, nämlich am Lotek den Diebstahl zum Hänger. Oh, aber Rufus! Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Das lenkt Oleg nur ab, dass wir Gaul endlich Druck betanken können und damit unsere Heldentatenlohn in Empfang nehmen dürfen. Und? Sie sind trotzdem gefeuert! Wo? Wer war das? Ich war das. Okay, das verstehe ich nicht. Ich sage jetzt nicht, dass das unverdient war, nur dass ich es nicht verstehe. Was ich verstehe, ist, wie gut die Cliffhanger funktionieren. Deswegen kriegt es jetzt noch schnell ein Scheiferl nutzloses, aber witziges Wissen ins Hirnkastel bevor für heute Ruhe ist. Cliffhanger kommt ursprünglich aus einem Fortsetzungsroman namens A Pair of Blue Eyes von 1873, wo sie am Ende von einer Ausgabe der Held an einem Grasbüschel festgehalten hat, um nicht von der Klippe zu stürzen. Das hat sie dann verallgemeinert und wird mittlerweile in alle möglichen Medien genutzt. Well, I couldn't possibly solve this mystery. Can you? Yeah, I'll give it a shot. I mean, it's my job, right? Was nicht immer eine gute Idee ist, weil wenn du etwas produzierst, das sich nicht gut genug verkauft und du kannst sofort einen Teil machen darfst, dann hängt dein Depp halt für alle Ewigkeiten an der Klippen. Is it really that time again? Are the fireworks not to your liking, Mr. Fly? Apropos Klippen, ich hoffe, ihr kraxelt den Müllberg demnächst noch weiter mit mir auf, um rauszufinden, was und wen Rufus Noes ruiniert bei seinem verzweifelten Versuch nach Elysium zum kommen. Merci fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr habt einen Spaß gehabt oder habt sie gelernt und habt trotz Klippenhängerei nur handfrei für den Gefällt-mir-Knopf, das Abo-Kastel und die depperte Glocken, damit euch keine neue Grante-Videos entgingen und ich mich wichtig fühlen kann. Ich sage jedenfalls Servus Erdnuss und bleibt's friedlich.